Obwohl, Leute, ich denke, den Schmied können wir uns sparen, wa? Weil Waffen sind bereits alle repariert, schön. Wir können also zu Damian und ihm sagen, dass wir überall bereit sind. Monsieur Damian, voulez-vous? Naja, da oben ist es ernsthaft? Deine Arbeit ist sehr aufreibend, oder? Jo, das ist sie. Die Arbeit, die ist sehr aufreibend, hast du richtig bemerkt, lieber Holzfäller oder wer auch immer das gerade war. Ja, da sind wir auch schon. Seht Leute, so schnell kann es gehen. War doch wieder mal... Was ist los? War doch wieder mal eine interessante Quest. Vor allem mit unterschiedlichen Handlungssträngen. In dem Ende, wo man... Ja, man könnte sagen, wo Geralt ein bisschen aggressiver wird, oder? Ne, Moment, stimmt nicht ganz. Ne, in dem Ende, wo Geralt denkt, ja, er schafft es alleine, obwohl er so eine Informationen hat, dann, ja, greift der Geist erstmal an. Man muss ihn quasi so erlösen mit dem Tod, mit dem Endgültigen, auf schmerzhafte Art und Weise. Die zweite Variante, wo man sich denkt, nö, ich schlage alles kurz und klein. Man versucht die Hexe zu killen. Natürlich nicht ganz, man besiegt sie nur. Und sie denkt so, rausholen kann ich den Baum ja schon, aber, tja, der Fluch, war der Fluch, Ja, das haben wir mitbekommen, was mit dem Fluch dann genau war. Und, das war nicht gerade so alles picobello, wie es sein könnte. Geht einfach von dem Hund los, also übernimmt quasi, ja, den Verstand des Hundes. Der Hund greift einen ehemaligen Meister an, killt ihn. Wieder ein Toter und jetzt, ja, mit dem wahren Ende. Was jetzt zwar auch, da blieb tot, aber immerhin können wir so erlösen. Meine Männer sind bereit. Auf dein Wort brechen wir nach Fort Astre auf. Es ist an der Zeit, diese Weindiebe zu schnappen. Jo, ich bin dabei. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Entspann dich. Wir warten hier. Seht, unser lieber Winzer. Das ist er nicht. Anderle! Aber er ist natürlich ein bisschen Gwen. Aua, wo kam der Besuch her? Nö, das bleibt liegen. So, weiterer Platz. Wie viel fehlen noch? Du willst auch noch, wa? Du bist das! Out!
Denn das ist meine Art! Da sind noch viele hier. Ich kann auch Achse nehmen, aber ne, Art ist schon cooler oder ein bisschen Erde. Ne, komm. Der bleibt liegen. Wir zeigen dir, was Disziplin ist. So, waren langsam alle hier. Ja, Mann, ich lebe doch! Nicht mehr lange. Ich will dich auf die Grenze verweisen, Abschau. Oder ich will dich Damian de la Tour heißen. Du glaubst wohl, bilde ich es mir ein, oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Inwiefern? Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Oui, oui. Was? Sie ist hier? Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen, wo doch jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal. Wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte, wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Klar, ich habe gerade keinen mehr. In dem Fall gehört er dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann, ich brauche das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Lagerhaus im Hafen? Moment mal, Titelvater hat auch ein Haus, das spielt das Rote dort. Ein Spielzeugladen. Ist doch auch im Hafen, oder? Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es.
Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Auf in die Stadt. Famose Idee. Er ist spät. Entspann dich. Er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Aber pennt Geralt jetzt wirklich oder ist irgendwie im Bug? Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintria hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie kannte. Am Arm des Zintrias war Cecilia Bellante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört. Sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Cintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Mandra, was? Mandragora. Was ist das? Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös. Absichtlich, schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirees, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Schnappen wir uns den Zintria. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage.
Wenn der Zintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herren? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt? Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Och nö, passend kleiden. Aber wir kriegen ihn. Naja, ein Zintria, ein Mann aus Zintra. Wer könnte das los sein? Ich habe keine Ahnung. Die müssen den extra fürs Spiel eingebaut haben. Wo ich meine Frage ist, ob nicht eigentlich erst einmal noch zu, ja. Nee, offenbar nicht. Erstmal im Hafen zu Regis und Detlef geben, um das Ganze mal zu erklären. Offenbar ist das einfach noch zu früh. Ja, optionale Kleidung an. Vielleicht ist noch irgendwie ja, vielleicht hilft uns irgendwie noch. Ja. Entschuldigung. So anzuziehen, ja, super. Das ist ja nicht der Einzige, der total davon begeistert ist. Was macht ihr denn hier? Geh rein in den Gefängnis ein Schwert raus. Ja, Hexenwerk nicht. Nö, Zauberei. Art. Oh, das war's damals zu lange. So, ihr denn einmal. Nicht gebracht? Ah, doch jetzt. Feuerschaden! Voll in die Eier. Ja, nerv ihn, du nervst mich ziemlich hier. Noch tiefer geht gar nicht. Die sahen nicht aus, als wären sie von hier. Damien hatte recht. Man macht Jagd auf mich. Müssen eigentlich wissen. Jo, doch, das sieht ziemlich nach uns aus. Ja, aber sauer, die müssen noch wissen, dass sie gegen uns keine Chance haben. Hallo, was sind das für Anfänger? Der Zintria. Wieso heißt Zintra? Vielleicht wegen Ciri noch? Ich meine, es gibt genügend aus Zintra, die uns irgendwie Vorwürfe machen und uns irgendwie Schuld geben, von dem her. Eben hier kann es nichts, also wird überhaupt keinen Sinn geben. Ein Hexer. Abgesehen davon hätte er sich keinen zintrischen Akzent. Da hat Ciri irgendeine Geschwister, jetzt wird es noch auftauchen. Nicht, dass man irgendwie wüsste, aber man weiß ja nicht, wa? So, was hat die Gute uns denn hier entlassen? Das natürlich nicht. Nee, da ist auch nix. Cyrilla, Fiona, Elena, ja. Tochter von Pavetta, dem Igel vom Erlwald, Semir Famreis, von Kelly Latte, bla bla. König Emirs. Und die Erbin von Zintra, Prinz Kistrin. Sehr Case von werden. Das war nicht zustande. Von Zintra zu haben alles vermisst. Hä? Stimmt doch gar nicht. Beim Ende, ich weiß nicht mehr, ob es wirklich damals auf dem See oder so war. Aber Emhy hat damals extra noch eine falsche Ciri zu sich geholt. Um so einen Krieg ein Ende zu bereiten, hat sie dann geheiratet und so. Also die falsche Ciri, die im Prinzip seine Tochter ist, also sprich die falsche Ciri natürlich nicht, aber im gleichen Alter halt, von dem er. Ein Alter sagt mit einer jungen Tochter, also ja, im Alter von seiner Tochter, von dem her,
Das war doch offiziell damals, dass es so abging. Also ich meine, das war jetzt eigentlich nichts, was irgendwie geheimertourisch oder so war. Das heißt, offiziell gilt Ciri eigentlich jetzt als Emhirs Frau. Seltsam. Sacre bleu, was für ein Fetzen. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist... Och nö, ey. Vielleicht ein bisschen gewinnt. In Stimmung für eine... Vielleicht hat er ja ein gutes Deck, wer weiß. Gar nicht, dass das geldige Karten hat. So, der Anfang haben wir so schlecht. Mein Gegner ist im Zug. So, hier, guck mal. Ist kein Problem, denn ich hab die Kälte. Du, Stefan Skellen, danke für den Schub. Zack. Mehr Power. Bitte, passt bereits? Okay, also für ihn passt für mich ja auch. Dann eine extra Karte. Ich hätte gern nochmal ein paar Karten, wenn ich darf. Sehr gut, so haben wir einen Rambock. Gut gespielt. Da hat er mich komplett verarscht. Geht jetzt ja in die Offensive, wa? Weil er spielt sowieso die Karte aus. Hat ja viele Karten auf der Hand, wa? Oh, und jetzt mit den Heldenkarten hier. Und gib mir noch mehr Bonus, ja, leg mich am Arsch. Das lasse ich nicht zu, boom, oder weniger, hä. Ja, so fies kann man sein, ach du Scheiße. Jetzt oder nie? Tja, das muss er erstmal toppen. Oh. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Weil da dann sind noch viele Karten, bis er das toppen kann. Ich spiele mal sicherheitshalber noch den hier auch. Klar, gibt keinen Bonus und so weiter, aber trotzdem ein bisschen mehr. Und auf ihn gucken, weil er das trotzdem toppen will. Hat viel mehr Karten vorne, um das irgendwie aufzuholen. Ich passe jetzt mal ganz kurz. Er muss mindestens 2 Karten noch einsetzen, mindestens. Jo, aber wir sagen uns 2 Karten noch. Jetzt hat er nur noch 4. Man tut noch mal eine Karte draußen, wa? Also meine Karte draußen, ihr wisst schon. Den für den Bonus, wenn man 2 Karten ziehen kann. Oder nicht mehr, haben die bereits gespielt? Nee. Das eh müssen. Ja, haben sie gesagt. Natürlich, gut, Schwein gehabt. Ist klar, ich spiele mal ihn. Ich spiele mal 3 Bohlen, ist klar. Wäre doch hätte so ein plötzlich 3 Bohlen hier sehen würden. Aber nee, 3 Bohlen hat der indirekt Auftritt bereits bei The Witcher 2, von dem wird er hier sicher nicht mehr. Jetzt kommt er mit noch mehr Power. Ich leck mich am Arsch. Also Power, ist übertrieben war, aber holt sich immer noch mehr Karten.
Jetzt muss ich noch Karten zurück. Ich krieg hier echt einen Anfall. So. 13 Punkte muss ich noch aufholen mit 2 Karten. Theoretisch möglich. Gut, und ein paar Karten mehr. Ja, aber schon befürchtet, dass er noch ein Leto bringt. Ja, super. Ja, leg mich am Arsch. Natürlich voll die krass geilen Karten am Schluss noch. Und er hat mich einfach an die Wand gespielt. Wie viele Spionagekarten hatten der? 4 Stück oder was? Ah. Ja. Genug der... Mit größtem... Ich hasse das schwache Deck. Weil mein Deck aus New Game... Wieso kann man... Das finde ich sowieso etwas so... Das ist mir ganz ehrlich etwas Dämliches. Dass du jedes Mal, wenn du ein neuen Spiel schon anfängst, auch dein Gwent-Deck neu machen musst. Wieso kann der Gwent einfach sagen... Generell, du hast das ganze Spiel verteilt und ganz... Ja, das ist wirklich spielexklusiv, also halt... ja, einfach ein Gwent-Spielstand, wo neue Karten so hinzufügen kannst, aber der gilt nicht pro Spielstand, sondern generell für alle Spielstände. Wäre doch viel einfacher. Muss er noch kaufen oder was? Ernsthaft? Er soll dafür bezahlen. Natürlich muss er dafür bezahlen, ne? Ist ja klar. Ich wollte gerade sagen, vielleicht brauchen wir noch eine Hose, wäre vielleicht nicht so schlecht. Danke. Ich... Stets zu deinen Diensten, Herr. Ja. Ernsthaft jetzt? Das wird so scheiße aussehen. Ja, müssen natürlich die Schwerter müssen weg. Die Armbrust auch. Und die Handschuhe auch noch. Zack. Der Mann aus Sintra. Ja. Da fand ich den Aufzug damals bei ihm hier ein bisschen besser. Aber egal, was man wieder mal sei. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Machen wir ein bisschen kürzer. Letztes Part war schon ziemlich lange und daher am nächsten Part geht es ja weiter mit der Hauptstory. Mal gucken, ob wir den Mann aus Sintra finden und dann will ich mal sagen, nachdem wieder mal ziemlich viele Sidequests mal ein bisschen machen. Ja, sicher so 3 bis 4. Also natürlich hier aus Toussaint, ist klar. Und dann will ich dann mit der Hauptstory wieder mal zurück in den Norden, noch ein bisschen was abholen und jo, mal gucken, was noch alles so ergibt. Bis dahin, tschüss!